Ja, Gott ist grösser. Viel grösser als all das, was uns in unseren Herzen beschäftigt. Und wisst ihr, er ist so groß. Er ist so groß, dass er dir begegnen will. Und das haben wir in der letzten Serie jetzt durchexerziert. Wir haben uns ausgestreckt auf ihn. Wir haben auf verschiedene Art und Weise probiert, Jesus so groß zu machen. Und dann sagen, der große Gott, der will dir begegnen. Und das machen wir heute wieder. Heute ist der letzte Teil dieser Serie. Und natürlich haben wir Wissen vermittelt. Natürlich kannst du die Bibelstellen anschauen. Gerade auch die Predigt vom Joni mit dem Dreieinigkeit. Das ist so eine gute Predigt, die das einem noch mal ein bisschen näher bringt. Aber auch die anderen Predigten. Ja, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich alle sonst gemacht habe. Ich will jetzt nicht zu fest loben. Ist halt so, gell? Aber wenn wir jetzt den Rückblick hingehen, oder, dann geht es ja nicht um, wie gut ist jetzt welche und was und wie, oder? Sondern es geht darum, dass wir Jesus begegnen können. Und wenn Jesus uns begegnet, das stärkt unseren Glauben. Er heilt Wunden. Er kommt mit seiner Wundsalbe und heilt unsere Wunden innen und außen. Und er ist da und er gibt Wegweisung dir ins Herz hinein oder vielleicht auch in den Verstand, dort, wo du halt gerade brauchst. Und er deckt Schuld auf. Und wenn er Schuld aufdeckt, oder, dann heisst das, hey, er bringt das ans Licht und du kannst etwas wieder gut machen, klären, du kannst vergeben, du kannst jemandem sagen, hey, es tut mir leid. Und so eine Begegnung mit Jesus fördert auch Beziehungen. Zwischen dir und deinem Partner oder auch Beziehungen in einer Clique oder wir miteinander unter uns. Und was ich vor allem liebe an dem Ganzen ist, wenn mir Jesus begegnet, hey, dann fängt dein Herz an brennen. Dann fängt es in deinem Herz an, Fackeln aufheben, oder? Und dann geht es in dem Glaubensleben einfach auch für sich. Ein Stück weit ist das so ein Initiator immer wieder, wo du sagen, jawohl, wenn Gott mir begegnet, dann geht etwas. Und ich persönlich, ich hatte 3 Begegnungen in dieser Zeit, also jedes Mal eigentlich. Oder? Das erste Mal mögt ihr euch erinnern, das ist das, als ich moderiert habe und so gekühlt habe und alles ein bisschen anders gemacht habe, als wir es geplant haben. Ja, das habt ihr vielleicht nicht gemerkt, aber wir dann schon, oder? Wie zuerst kollekten und dann und alles. Aber das war das erste Mal und das ist wow, oder? Da Gott seine Liebe zeigt. Und das zweite Mal bin ich natürlich da gespannt reingehockt, oder? Und denke, ja, was kommt jetzt? Und dann zeigt mir Gott etwas auf, was ich noch klären musste. Oder? So. Gell, es ist dann eben schon auch, manchmal, wenn du dich auf so etwas einlässt, dann kommt er dann und sagt, von dir hätte ich noch gern das. Oder? Also nicht in dem, dass er etwas wegnimmt, sondern gern das klärt und ich habe die Schuld dann auch zurückgezahlt oder zurückgegeben in dem Sinn. Oder? Und dann, letztes Mal bin ich da im Worship und es hatte so, ja, einfach wie so ein kleines Flämmchen da auf mir. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht so der Charismatiker, aber das war mega cool gewesen. Gott ist mir begegnet und ich habe gesungen, wenn ihr alle auch. Ich habe nicht geleuchtet, oder? Hat ist alles in mir gewesen, aber ich habe gewusst, Gott ist da und er hat mich gern und er will mit mir etwas machen, oder? Und das hat mein Glaubensleben nochmal geschoben, die letzten 3 Wochen, wo ich reingegangen bin ins Wort Gottes, aber auch ins Gebetsleben nochmal gestartet haben. Und darum weiss ich und hoffe für dich. Und unser Gebet Morgen um 9 Uhr heute ist nichts anderes, als dass ihr Gott begegnen könnt, dass er uns da besucht. Und so groß ist er nämlich, dass er das macht. Und darum der letzte Sonntag heute, wir werden wieder Vollgas in diese Richtung zielen miteinander. Und ich hoffe, du kannst ein bisschen vielleicht einen Schritt in die Richtung machen, kommst ein bisschen mit auf die Reise, dass da etwas passieren darf. Das ist so viel zum Rückblick, oder? Jetzt gehen wir in den Herbstanfang, oder? Es ist ja Herbst und es ist nicht so meine Lieblingszeit. Es ist zwar schön farbig, aber auch neblig und feucht und so, oder? Und genau das, im Nebel hinein zu sein, das ist der nächste Titel, den wir miteinander anschauen von dieser Predigt. Und ich möchte euch da eine Geschichte mitnehmen. Vor etwa 12 bis 15 Jahren habe ich einen Test gemacht. Einen Persönlichkeitstest. Der war hühnenteuer. Wirklich. Und es war so ein Business-Dingsbums und einfach, oder ich habe das gemacht, hat das Heide Geld gekostet und der ist so kompliziert und so halt hochstehend gewesen, dass du dann jemanden musst zahlen, der dir das erklärt, was dann bei dem Test rauskommt, oder? Also es ist wirklich, also ich habe mir da mich auf den Weg gemacht, oder Miriam und ich haben uns auf den Weg gemacht, was sind wir eigentlich, oder? Du, und dann kommt eins raus. Der Elias ist vertrauensselig. Weißt du, für das gibst du irgendwie 500 Stutz aus. Ich meine, ja, danke Steffi, sie hat gesagt, super.
Aber ich habe jetzt keinen guten Gedanken gehabt für das Wort vertrauensselig. Das sind so Opfer. Oder? Das sind solche, die von den Trickdieben übers Ohr gehauen werden und so weiter. Das sind genau die. Oder? Und ich bin so eine und es hat dann nachher nochmal gleich viel Geld gebraucht, damit ich das auch annehmen für mich. Oder? Weil Genau. Ihr lacht jetzt, es wird schon noch ernst. Und zwar ist der Punkt, ich bin ja geimpft, oder? Jetzt plötzlich ist Ruhe, hä? Und weißt du, warum bin ich geimpft? Ich habe mich schon ziemlich früh impfen lassen. Ich habe mich geimpft, weil ich vertrauensselig bin. Ja, ich habe einfach geglaubt, was die sagen. Hey, jetzt gibt es eine Impfung, macht das ist super, so, bekämpfen die Pandemie. Ich habe das einfach geglaubt und habe das gemacht. Und die Argumentation, die ist erst jetzt, oder? Jetzt, wenn ich da so genau hinschaue, denke ich manchmal, also wenn das wahr ist, was die sagen, aber eben, man weiß ja nicht und man sollte alle quälen. Aber wisst ihr, ich habe eine These aufgestellt in dieser Zeit, oder? Ich habe eine These aufgestellt, also so eine Idee gehabt, dass eigentlich, so wie du dich verhaltest in dieser Pandemie, hat viel mehr mit dir und deinem Charakter zu tun, als mit der Pandemie selber. Das ist meine Theorie. Ich kann sie ja noch nicht bestätigen, das steht in keinem Buch, das ist einfach eine Idee von mir. Und ich habe jetzt schon mit 3 Leuten Gespräche geführt, also ich habe diesen 3 Leuten 10 Fragen gestellt zum Thema Pandemie. Diese einen sind geimpft, die anderen sind ungeimpft. Ich bräuchte also noch mehr. Mindestens 5 von denen und mal 5 von diesen und 5 mit dieser Meinung. Es spielt gar keine Rolle, was für eine Meinung. Es ist einfach gut, wenn es gemischt ist und unterschiedlich. Wenn du dabei sein willst, dann tue ich dann gern, kannst du dich bei mir melden oder im Büro anrufen oder so, dann machen wir so einen Test. Also einfach die 10 Fragen, ist kein Test. Und dann finde ich eben heraus, stimmt das oder stimmt es nicht? Oder? Das nimmt mich wunder, weil ich habe gemerkt, bei diesen 3 Gesprächen, die ich schon hatte, das hat viel mehr mit dem Charakter zu tun, von den Menschen, wie sie reagieren oder so, oder umarmen und so. Das sind die Sachen. Und das ist so spannend, das ein bisschen zu beobachten. Und ich mache ja gerade ein bisschen Weiterbildung in diese Richtung. Und dann denke ich, ja komm, jetzt, das kommt gut, oder? Aber warum erzähle ich euch das? Oder? Dass ihr ein bisschen lustig habt, über meinen Charaktertest zu lachen, ein bisschen ernst und ein bisschen, also was will der jetzt, mich überzeugen und so, zu irgendetwas. Ich erzähle euch das. Weil wisst ihr, wenn ich mir die Gedanken mache, zur Nacht, wenn ich verwache, dann drüllt es da oben, irgendwie am Morgen um 4 Uhr und denkst, ja, und der hat geschrieben das und dieses und dann kommst du WhatsApp über und dann überlegst und so und es drüllt und dann überlegst mehr und dann kommst du auf solche Ideen, oder? Ja, das hat doch mit dem zu tun und Zeug und Sachen und zur Nacht hast du ja Zeit zum Denken und so und es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht über das Thema redet, immer und immer wieder. Und letzte, wo der Scheinabend war, der sensationell gute Scheinabend, haben wir Scheinmänner gemacht und haben uns ein bisschen getroffen, so ein paar Kumpels und so. Und dann irgendwann haben wir einfach über Corona geredet und dann haben wir miteinander haben wir dann so gesagt, hey, stopp, komm, jetzt erzählt doch jeder mal, was er mit Gott erlebt hat. Wir müssen das Thema wechseln. So will ich den Abend nicht verbringen. Dann haben wir das Thema gewechselt und es sind so gute Sachen gekommen. Und nachdem jemand etwas mit Gott erzählt hat, haben wir für den gebetet oder für die Situation oder für Kirchen und Zeug und Sachen. Und dann habe ich gemerkt, leck mir. Plötzlich, was früher noch ganz klar war, wenn ich mich mit Christen getroffen habe, hey, wir beten, wir schwätzen, wir trinken das Bier, wir haben es gut und so, das wird plötzlich verschwommen durch die Corona-Zeit, wo wir drin sind. Früher war es so klar, hey, wir gehen Kirchen bauen und Zeug und Sachen und ho, oder? Der Kollege hat mir ein WhatsApp gezeigt von einem Kollegen, ich darf ja nicht Namen sagen, darum ist es so, könnte es jeder gewesen sein, oder? Und der hat irgendwie vor 2 Jahren oder so im Verlauf von dem Chat, oder, hat geschrieben, hey, es gibt ein Lied und das heisst, zusammen gehen wir durch alles durch oder so. Irgendwie das Lied hat er geschickt, oder? Und jetzt ist die gleiche Person, der ganz schwierig sagt, nein, geht nicht und überhaupt und schwierig, oder? Und dann, hey, eigentlich gehen wir doch zusammen durch das durch. Und wir haben so eine Verschwommenheit von dem, was eigentlich früher noch klar war. Ja, hey, stick together, wir gehen, oder? Und durch die Pandemie kommt ein Nebel in das hinein. Es ist plötzlich nicht mehr so klar. Es ist plötzlich so, ja, ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt und so weiter. Es wird verworren, verschwommen. Und wisst ihr, dass Leute im Nebel stehen, auf dem Weg mit Jesus, das ist eine normale Geschichte. Da können Lebensumstände kommen, da können schwierige Situationen kommen, da kann viel Druck kommen und so weiter. Und dann, wir haben es ja in dieser Serie von wem? Von den Emmaus-Jüngern. Oder? Dann kommt vielleicht Enttäuschung und alles und die Menschen gehen dann auf so eine Kurve oder auf den Weg und dann kommen die in den Nebel rein und wissen nicht mehr genau, wo Gott hockt, oder? Könnte man so sagen auf Deutsch.
neu ist, dass wir alle miteinander betroffen sind. Die ganze Kugel ist betroffen von dem Nebel, weil es einfach immer das Thema ist. Du kannst nichts mehr machen ohne und es ist nicht mehr ganz klar, was jetzt wirklich da zählt und welche, dass wir da durchgehen. Und eben, ich habe es schon erwähnt, wir sind alle irgendwo in dem Nebel von diesen Emmaus-Jüngern, wo es dort war. Weil die sind auch irgendwie enttäuscht oder irritiert vom Bundesrat oder enttäuscht von dem oder irgendwie ratlos. Was macht man denn jetzt genau? Oder ich habe auch nicht gewusst, ich habe mich dann einfach impfen lassen. Gut, habe mich nicht groß überlegt. Ja, ich bin, glaube ich, ein Schaf. Es geimpft. Ist jetzt halt so, wie es mit mir zu tun hat. Ich habe gar nicht viel Hoffnung gehabt. Oder die Emmaus-Jünger haben nicht so viel Hoffnung gehabt und haben den Blick vernebelt gehabt, nicht mehr gewusst. Und dann ist es, die Bibel beschreibt so gut, die Geschichte steht im Lukas 24, da steht es dort, doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten werden. Sie erkannten ihn nicht. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht da wäre, in all diesen Situationen. Oder? Auch wenn im Leben etwas dir das Leben zuschlägt und du hast einen Nebel durch das, dann ist Jesus ja gleich dabei. Er hat es ja verheißen, er ist immer da. Und auch bei diesen Emmaus-Jüngern ist er immer da gewesen. Und wisst ihr, was Emmaus heisst? Das heisst warme Quellen. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich will ich in der jetzigen Zeit auch wellnessen. Mich auf den Weg machen zu warmen Quellen und einfach, weißt du was, holt mich doch aus dem Bad raus, wenn es vorbei ist, oder? Wake me up when it's all over, oder? Kennen das Lied? Ein super Ohrwurm, oder? Aber es stimmt halt nicht. Es geht nicht. So lange willst du nicht schlafen. Und so lange willst du auch nicht in diesem Pool rein, wirst du schrumpelig, oder? Und dann... Verstehst du? Das funktioniert alles nicht. Solange kannst du nicht betteln, solange kannst du nicht schlafen. Wir brauchen Jesus Christus. Und das ist der Punkt, der Vorteil, den wir haben als Kirche. Das ist wirklich der grösste Vorteil. Die anderen haben vielleicht Wissenschaftler und Virologen und Zeug und Sachen und alles. Aber wir hier in den Kirchen, in den Freikirchen und auch in den anderen Kirchen, wir haben Jesus Christus. Und wir können den Blick auf Jesus Christus richten. Wir können ihn wieder fokussieren. Wir können sagen, jawohl, da ist der Mensch gewordene Sohn Gottes über die Erde gegangen und ich kann nachlesen, wie er gelebt hat. Und ich kann nachlesen, was passiert ist. Und wenn du dich unfair behandelt fühlst vom Bundesrat, als Geimpfter oder auch Ungeimpfter, wie auch immer. Ich meine, wir haben einen Gott, der dich versteht. Der ungerecht behandelt worden ist, schlimmer geht es gar nicht. Und auf diesen Jesus können wir schauen. Wir können ihn in den Fokus hineinnehmen, von ihm lernen, wie er dann in solche Krisen reagiert hat, Garten Gethsemane und so weiter, was dort passiert ist, wie ist er mit Leid gegangen, mit Aushalten, in guten und in schlechten Zeiten, er hat in guten Zeiten gehabt. Und wie wir da, können wir so gut ihm abschauen und auf ihn schauen. Das ist so etwas Gewaltiges. Es gibt keinen anderen Gott, der sagt, sind ihr mühselig? Sind ihr beladen? Kommt zu mir. Wir sind so privilegiert als Christen. Du als gläubiger Christ kannst mit deinem ganzen Frust, weißt du, den ich am liebsten würde ins Facebook hineinschreiben, nämlich auf diese Seite oder auf diese Seite, oder? Den kannst du bei Jesus abladen. Das hat niemand sonst. Ist ja logisch, schreiben sie alles in die Social Media. Das ist quasi ihren Ding, wenn man sich an den Frust von der Seele schreiben. Wir haben etwas ganz anderes. Wir können ins Gebet gehen. Wir können daheim im Kämmerlein aufs Knie gehen und sagen, Jesus Christus, du musst mir helfen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Ich meine, das kann ein Gebet sein von mir oder von dem oder von diesem. Das kann ja jeder. Wir sind ja anderer Meinung und wir dürfen ja anderer Meinung sein. Aber vergib ihnen, Jesus Christus. Ja, genau so. Oder ich will ihnen vergeben und so weiter. Dass Und die Emmaus-Jünger in dem Nebel hinein haben Jesus nicht erkannt. Der ist mit hineingelaufen, er hat nicht das ganze Alte Testament ausgelegt und gemacht, auf Jesus hingedeutet und erst beim Brotbrechen. Dort, wo er das Brot bricht, dort begegnet er.
dann geht ihnen die Augen auf. Und das Brotbrechen und das Abendmahl dort in dem Sinn, oder? Das ist wie so ein Zeichen für, hey, da sind wir Jesus Christus begegnet. Da haben sie es gecheckt, er hat sein Leib gebrochen, er hat sein Blut gegeben für mich. Und dann ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das steht auch da, oder? Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Denn, wenn wir Jesus Christus begegnet. Und das ist nicht ein übernatürlich, ich finde es ja mega cool, dass ich so ein bisschen kribbeln kann und so, oder? Und ich sage Gott danke, weil das brauche ich ja auch in meinem Glaubensleben. Aber es geht nicht nur um das. Du kannst auch Gott begegnen, indem dass du die Bibel liest, dass dir ein Vers ganz tief ins Herz hineinfällt und sagst, jawohl, ich gebe dem Vers Autorität in die Bibel hinein. Oder eben Jesus in einem Gottesdienst oder im Worship hinein, ich will da nicht etwas tun. Aber dann kann ich dir sagen, dann kommt Licht in dein Nebel hinein. Wenn wir Jesus Christus begegnen, dann kommt das Licht und wir sehen den Weg wieder. Ich habe das Bild sogar noch mitgebracht von dem, oder? Weißt du, dann siehst du das Licht und denkst, ja, lauter Nebel links und rechts, aber da ist der Weg, da gehe ich durch. Und das ist Jesus Christus, auf ihn können wir in diese Sachen hinein schauen. Jetzt ist mir die Frage auch, hey, geben wir dem, was die Bibel sagt, auch Priorität in unserem Leben? Schaue ich als letztes, bevor ich ins Bett gehe, auf Facebook, was jetzt wieder wer geschrieben hat, oder schaue ich, hey, was Gott jetzt mir noch auf die Nacht will für einen Bibelvers mitgeben? Ist jetzt ein bisschen provokativ, ich will keinen Druck machen oder so, aber mehr so, um das ein bisschen aufzuzeigen, oder? Die Priorität von Jesus Christus, von seinem Wort. Und er hat die absolute Hochheit, oder? Es geht darum, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde etwas sagt. Meine Damen und Herren, dann hat das Gewicht. Und letztens bin ich so über einen Vers hineingestolpert, natürlich im Halbschlaf im Bett und Zeug und dann verwacht. Und dann kommt mir der Vers aufs Herz und der steht im Markus-Evangelium und zwar im Kapitel 10 und es ist der 27. Vers. Und dort steht der, den ihr alle kennt. Wir sollen Gott lieben. Von ganzer Seele, mit Verstand und Herz und der Nächste wie dich selber. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Vers, wo ich Priorität geben muss. Und dann habe ich gemerkt, der Vers redet zum Elias Scherer, das ist für mich, für Elias Scherer in dieser Pandemie. Und ich habe mir dann aus dem Vers heraus ein Pandemie-Motto gemacht, oder? Weil ich bin ja auch, genau wie jeden anderen, immer bereit, jeder, der nicht gleicher Meinung ist, dem könnte man noch Kugeln geben. Bin ich ja nicht... Entschuldigung, ist jetzt vielleicht klein. Und alle, die das irgendwann auf YouTube schauen, hey, sorry, das tut mir jetzt gerade leid. Aber mein Pandemie-Motto, das ich aus dem Vers abgeleitet habe, will ich euch jetzt vorlesen. Ich habe das mitgebracht. Ich habe geschrieben, ich baue Kirche. Gebe mein Bestes, auch während der Pandemie. Ich liebe Gott und Menschen und mich selbst. Das heißt, ich bin da. Ich bin da. Ihr findet mich im Büro, ich bin immer da. Ich höre zu. Immer. Wieder diese Woche Gespräche mit Leuten und ich höre einfach zu. Ich ertrage. Da, breite Schulter, ich trage es. Aber ich habe es ja Jesus gegeben. Gut. Dann, ich vergebe. Das ist mein Motto. Ich schwärme von Jesus. Das kann ich heute Morgen machen. Ich schwärme von Jesus und ich schwärme von seiner Kirche und ich diene und ich leite. Dort, wo ich darf. Also, Steffi ist der Chef, oder? Und der Joni, das ist klar. Aber ich leite dort, wo ich will und wo ich kann, leite ich. Und ich mache vielleicht Fehler und ich brauche dann wieder eure Vergebung. Das mag sein. Aber ich stehe da und ich leite und ich höre zu und ich vergebe und. Das habe ich alles gesagt, oder? Deine. Bis diese Krise vorbei ist, das ist dann noch der Ding, oder? Ich tue es fröhlich und ermutigend. Also wenn ihr zu mir kommt, ich will euch fröhlich begegnen und ich hoffe, ich kann euch ermutigen. Das ist mein Motto. Und dann habe ich noch geschrieben, den habe ich noch bringen, oder? Ich habe mir das nicht ausgesucht, einfach, dass ihr es wisst, oder? Aber wenn das der Weg ist, dann gangen bis zum Schluss. Das ist mein Motto. Und ich möchte euch einladen, können wir da mit auf den Weg? Können wir das nicht nur in Ich-Form schreiben, oder? Weil es ist cooler, miteinander unterwegs zu sein in einer Krise als allein. Zum Glück sind wir zu vierten im Büro. Ich habe es jetzt unten an meinem Bildschirm hergehängt, mein Motto, oder? Und ich will, dass wir das im Büro könnten so sagen. Also das ist ja klar, das haben wir so
durch alles durch miteinander auch schon ein bisschen besprochen, oder? Aber ich will das weitergeben auch an euch. Wenn wir mitmachen, wir bauen Kirche, wir geben uns das Beste, auch während dieser Pandemie. Wir lieben Gott und Menschen und uns selber. Also das heißt auch achtsam auf mich. Das heißt, wir sind da, wir hören zu, wir ertragen alles, wir vergeben, wir schwärmen von Jesus und seiner Kirche. Wir dienen und leiten dort, wo wir dran sind, bis die Krise vorbei ist. Wir tun es fröhlich und ermutigend. Wir haben uns den Weg nicht ausgesucht als GVC. Weisst du, wie sehne ich mich nach diesen Gottesdiensten, wo noch 200 Leute drin waren? Nachher sind wir da draußen essen, verrennen umeinander und ein riesen Leben. Hey, weißt du, wie cool ist das, oder? Ja gut, ist jetzt nicht der Weg, den ich will, wo wir jetzt gerade drin sind. Aber wenn das der Weg ist, dann gehe ich mit Jesus Christus. Und ich lade dich und alle da und dir daheim lade ich ein auf den Weg. Ob das könnte, du kannst ja dein eigenes Motto formulieren, oder? Aber ich habe es so für mich jetzt wieder mal. Und da habe ich einen Vers aus der Bibel zu mir geredet und der hat mir Priorität gegeben und ich habe Hoheit gehabt. Oder er hat Hoheit gehabt über mein Leben. Ich hätte auch etwas anderes nehmen und sagen, komm jetzt da, ich bin da im Halbschlaf, jetzt gehe ich wieder füßeln. Aber Jesus Christus hat eben Autorität. Und wenn der Vers auch im ungelegensten Augenblick, wo du eigentlich schlafen sollst, damit wir alle unsere 8 Stunden haben, oder, in Sinn kommt, ist der trotzdem wertvoll und ist der Vers absolut prioritär. Warum denn? Weil Jesus, ich habe es vorher schon angetönt, oder? Er ist der Schöpfer von allem und wenn er redet zu dir, dann Öhrli auf, oder? Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, das ohne ihn entstanden ist. Der hat dich gemacht. Er kennt dich. Durch und durch. Er ist dein Schöpfer. Jedes Haar, wenn du noch hast, ist zählt. Alle Tage von deinem Leben stehen in seinem Buch. Wie gewaltig ist der Jesus? Und er ist mit dir. In guten und in schlechten Zeiten. Er ist dein Versorger. Er ist dein Schöpfer. Und du bist das Zentrum von seiner Liebe. Amen. Und ein solcher gewaltiger Gott, der hat doch Priorität, wenn er zu uns redet, wenn er uns begegnet. Und so ein gewaltiger Gott gehört doch eigentlich auf den Thron vom Universum. Der sollte angebetet werden von allen, aber was hat er gemacht? Er hat den Thron verloren. Und er hat uns gesucht, dich und mich, all seine Wellnessjünger, hat er gesucht und ist mit ihnen auf den Weg gegangen. Du, sein Geschöpf, bist ihm so wichtig, dass er den Thron verloren hat, freiwillig. Jesus hat den Thron freiwillig verloren. Er hat das alles aufgegeben und hat sich beschränkt, oder, in so einen menschlichen Körper rein und ist dann auf die Erde gekommen. Damit wir erfahren, wie Gott ist, damit er uns Gott kann zeigen, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit und damit wir glauben können und verstehen, wie gut das denn Gottes ist, damit wir erkennen, dass er Schöpfer von Himmel und Erden ist. Und wenn Jesus spricht, stellen wir uns das mal vor, wenn wir ja Gottes Begegnung und er spricht, dann passieren Universen, dann verändert das auch dein Leben. Und wenn er dich anhaucht, dann entsteht Leben. Und darum sind die Begegnungen mit Jesus Christus, wo wir ja nur so einen Hunger haben davon, die sind lebensspendend in jedes Leben hinein. Bei dir daheim, in der Stube, da, überall ist es lebensspendend. Und darum, wenn wir seine Autorität annehmen und wollen mit Jesus kommen. Und es ist kein Jux, wenn wir im Namen Jesus Christus beten. Jesus Christus ist der Name über allen Namen. Er ist der die Hoheit hat, der einfach gewaltig ist. Und wenn wir aus diesem Blickwinkel in die Begegnung hineingehen mit Jesus Christus, wird unser Leben verändert. Weil er ist ganz Mensch geworden. Er ist oben runtergekommen von seinem Thron daher. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller was? Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Ich kann es wirklich kaum glauben.
Er hat die Herrlichkeit verloren. Er hat eine Lehre gemacht. Geschwitzt und geschafft und Dann lebt er als Wanderprediger. Er leidet Verfolgung, wird ungerecht und unter Druck gesetzt und verurteilt. Und hingerichtet am Kreuz zum Sterben. Und ich will es euch nochmal sagen, egal wie du leidest, gerade jetzt in dieser Zeit hinein, wir haben einen Gott, der dich versteht. Wo du ihm alles kannst sagen. Dein Frust, deine Freude, dein Druck. Und es muss ja nicht nur der Druck sein der Pandemie, es kann ja einfach auch sonst etwas sein. Und er hat auch seine Sünden getragen, das haben wir in der letzten Predigt gehabt. Aber wisst ihr was? Der ist ja nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Das zeigt doch nichts anderes, als dass wir einen souveränen Gott haben, der eingreifen kann in deinem Leben hinein, in deiner Situation. Er versteht dich und er kann eingreifen. Und das ist doch einfach, wisst ihr, wie privilegiert wir sind als Christen, so einen gewaltigen Gott zu haben. Ja, Jesus ist im Himmel. Und er überlässt nichts dem Zufall. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser Gott lebt. Ich will nochmal einen Text aus der Offenbarung lesen. 5,11. Ihr könnt es euch. Das ist Ohrenschmaus. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln. 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Sie standen im Kreis rings um den Thron und die 4 lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe des ganzen Universums, hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht über ihm. Und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm. Es ist unglaublich. Jesus, der Schöpfer vom Universum, als Zimmermann aus Nazareth gekommen. Jesus, der Überwinder und Besieger vom Tod. Jesus, der Herrscher über allem und jedem. Amen. Und so zeigt Jesus den Charakter von seinem Vater oder von Gott in seinem Handeln und in seiner Liebe, in seiner Annahme, seiner Heiligkeit, sein Erbarmen, sein Mitleid, sein Mitfreuen, sein Lachen, seine Tränen, seine Geduld mit uns Menschen. Das zeigt er uns alles. Und er zeigt auch das Ringen vom Vater um uns Menschen, um dich. Und so wollen wir doch auf ihn zugehen heute und sagen: Hey Jesus, da bin ich, du bist Schöpfer vom Universum. Und wenn ich jetzt nicht das Laptop da oben hätte, würde ich auf die Knie gehen, weil er ist so gewaltig und ich will dich hören, Jesus Christus. Ich will mit dir unterwegs sein. Lassen wir uns aufmachen. Und wenn wir da zum Abendmahl gehen und sagen: Ja, ich nehme das Abendmahl, dann ist es ein Mal, wo wir sagen: Und ich mache mich auf den Weg zu dem einzigartigen, wunderbaren, grossen Gott, der da ist, der versteht, der mit mir jetzt kommt. Und so, wenn man in dieser Worship-Zeit ist, könnt ihr, wenn ihr wollt, wenn es euch Lust ist, auf das Abendmahl nehmen. Und wenn wir das erkennen, wie gut Gott ist, dann fällt vielleicht so die Hemmung ab. Oder eine Angst, die vielleicht noch da ist. Ja, wie ist eigentlich Gott, wenn ich komme? Ich bin ja... Aber ihr könnt immer denken, der Elias hat er auch angenommen. Der nimmt auch dich an. Voller Liebe und mit offenen Armen steht er da. Ich meine, wir kennen doch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Genau wie der Vater dort. Und dann fangen wir an, ihm nachzufolgen. Die Angst ablegen, ihm nachzufolgen. Und vor den Thron zu kommen.
vor dem Thron. Und ich wünsche mir, dass Gott seinen Thron da aufrichtet. Das heisst, wir sind das Haus Gottes als Kirche und Gott wohnt in seinem Haus. Und dann baut er seinen Thron und es soll das Lebenswasser in uns hineinfließen. Ich weiss, es ist alles ein bisschen unsichtbar, aber trotzdem ist es da und Realität. Wir haben auch ein Gebetsteam, wenn du für dich beten lassen willst. Das ist im Büro hinten. Wir haben das so gemacht, weil die 2 Räume sind. Da sind wir jetzt nicht da, sondern es ist bei uns im Büro dort, bei unseren Pültern. Könnt ihr hingehen. Und jetzt gehen wir miteinander in Worship. Und hey, öffne dein Herz. Er klopft an. Ich meine, es gilt ja noch, wir bringen das immer so für die Leute, die dann das erste Mal ihr Herz auftun. Aber vielleicht hat die Pandemie dein Herz zugenagelt. Und das Jesus klopft und du darfst es auftun. Und er kehrt ein und er wird Freude und Liebe und Güte und Erbarmen in dein Herz hineinbringen. Jesus, darf ich euch bitten zum Aufstehen? Jesus, ich danke dir. Hey, da stehen wir. Da stehen wir. Und wir bitten, Jesus, dass dein Geist fließt in unsere Herzen hinein. Dein Geist von der Liebe, dein Geist vom Trost, dein Geist, der uns weiterbringt und Ratgeber ist. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du deinen Geist geschickt hast und dass du mitten unter uns bist. Und wenn wir gedenken im Abendmahl an deine Liebe und an deine Gnade, wissen wir auch, der Vater denkt so gut über uns. Und wir sind das Zentrum von deiner Liebe. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit jedem bist und jeden liebst.